Dat is überlevendig. Kelinda, dat hier, dat wie schreien en juchen voor dem Herrn, wie schreien ook uit naar dem Herrn voor hulp. Zoals we hier ook zum Dankschen Peter van ons het gebed aanleren. Ik veel wil we ons kerk einfach im gebed gewas haben, dat we voor ons lohnt beten. En we geloven aan dat gebed, we geloven dat God wondert durch dat gebed, wat we doen ik beten. En we willen wieder beten. En aber Krieg so wichtig ist, dass erst nur schreien, nur halb so wichtig ist, dass wir schreien für Frieden. Wenn wir weiter an unser Haupt erst soll kommen. Wir weiter, dass erst al vollbracht, alles, was Jesus hat, alles vorgemerkt. Und das ist so schön, dass wir können das taub united. Dass wir können taub vieren, was Gott für uns getan hat. Dass Gott sein Sehen, Jesus Christus für uns geschickt hat, dass wir können Overmal nehmen. Dat we zijn eingeladen, Port vom Dash zu sein, dat we zijn eingeladen, deel te nemen. So schön, dass hij dat erklärt, dat we zal ons unerzeken, wie unerzeken ons. Aber wat hij unerzekt wie? We checken, wat Jezus gedaan heeft. Dat is wat we unerzeken. We checken niet dat wat slecht dat ik gedaan heb, wens dan, waar we in de grond komen. We checken op wat Jezus gedaan heeft. En dan krijgen we hoopning. Dan waar we vol vrede valt, dan waar we geveld vol genade, en dan kunnen we onze medmensch met leven zijn, en dan kunnen we deze gemeenschap in een ander overmal gaan, en kunnen we die gemeenschap beim zingen gaan, en dan kunnen we dat woord Gottes horen. En dat is leven voor ons. En dat is wat we even vandaag reden willen. We willen reden over God zijn stem horen. Dat we als einfach, ik voel me geleid, deze Botschaft te doen, dat is nu, weet niet, meest 2 Monate al dat ik niet gepredigt heb. Ik zie dat niet gewaand, zolang niet te predigen hier te Jund. Zij kon je al werkelijk in stilte niet gepredigt. Wir immer, dass wir immer andere Sachen wären, wir wunderbare Predigten. Aber nu fällt sich mir so, nu muss allemaal mal irgendwas rauskommen mit mir, habe ich allemaal was zu sagen. Und ich zie sehr beeindruckt, aber ich zie ongeschied von Samuel seine Geschichte. Aber wenn wir das Alte Testament durchlesen, ein von den Personen, die uns abfallen, allem, wenn wir das lesen, ist, glaube ich, auch Moses, nicht so? Wo Moses sagt, dass er ein Freund von Gott war, wo er mit Gott vertalen hat, wo er am Bauch abgegangen hat, wo er durch 40 Jahre Sachen erfahren hat mit Gott, wo wir meist nicht wieder haben, wo er erfahren hat. Und dann lädt er erst durch Samuel. Als ist alles in der Grund wie dann erst Samuel. Und du hast diese Mann von Samuel, was so raufgeschlagen ist, wenn es Elkanah, der Mann von Hannah, das Hannah ist Samuel, seine Mann, diese Hannah hat einen Mann, der heißt Elkanah, und der hat 2 Frühs. Und der eine Früh hat Kinder und der andere nicht. Und immer wird gewesen, du Hannah, du hast nicht Kinder. Du hast nicht Kinder, du wirst gelacht überall. Bitte verbessert viele das in Gott seine Jähen wird für den Tempel, der so sehr dort Eli glaubt, sei es besuchen und checkt das Hof weich, was tust du hier? Und sie sagt, ich schrie ut nur Gott, wenn ich war dumm gelehrt, ich habe nicht Kinder. Und weißt du, was Eli sagt, deine Gebete waren erhört worden, du wirst ein Kind haben. Und sie wird schwanger und sie hat ein Kind. Und sie sagt, das Kind, das wird Gott trägt. Und sie bringt das nicht bloß im Hort trägt, nur Gott, sondern so wie alle unsere Kinder nur Gott bringen. Sie bringt das wirklich nur im Tempel, als kleine Jungjohl. Und wie weiter, dass das kleine Jung, das ist eine feine Kindergeschichte, von klein an lied, Gott seine Stimme zu hören. Also kommt eine Nacht, wo er sagt, Samuel, Samuel. Und er glaubt, Eli raubt an. Und dann rannt er, was soll ich tun? Ich habe irgendwas Arreich getan. Wir müssen weiter, dass im Tempel wir ungefähr alles Arreich, was wir können, Arreich waren, wenn Eli seine Jungs, die versündigte sich schrecklich für Gott. Und Samuel kam angerannt zum 2. Mal. Eli, was soll ich tun? Was raubst du mir? Und Eli merkt, dass noch eine lange Zeit Gott der falsch war reden wurde. Und das Mal durch ein kleiner Junge, durch Samuel. Und er sagt, Gott trägt in die Stube und sagt, das nächste Mal wird Gott die Wahrheit auf dir sagt, hier sehe ich den Knecht, horch, red Gott zu mir, ich horch, was du zu sagen hast.
und er horcht und er kriegt eine sehr hohe Botschaft. Und er muss Eli den nächsten Tag ganz vertellen, dass Eli seine Sehensworte ankommen, wenn sie sich versündigt haben. Und du wirst gerecht sein, erwähnt. Aber weißt du was? Das geht nicht ab, wo Eli noch Gott horcht hat. Eli ist eine Person, die immer auf Gott seine Stimme horcht hat. Eli ist eine Person, die stoppen don't, wo lange er warten muss, dass er irgendwas von Gott hören oder kriegen wird, um seine nächste Entscheidung zu treffen. Eli ist eine Person, er kickt nicht bloß, was seine Fehler ist, sondern er lässt sich von Gott leiten und nimmt die Entscheidungen, dass dort keine Entscheidungen sind, die von Gott geführt und geleitet sind. In Matthäus 4, Vers 4 ist Jesus. Und er wird von den Soten versucht. Er wird versucht und er hat 40 Tage gefasst. Wir kennen die Geschichte sehr gut, alle, wo Jesus 40 Tage fastet hat und wo er am hungert und wo er eten will. Und dann sagt er, wo es ist das. Matthäus 4, Vers 4 sagt es das. Er aber antwortet und sagt, dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein von Brot, aber von jeder Wort, dort von Gott sein Müll geht. Das ist ein bisschen anders, als dort hier ist, das ist die Königsbibel. Gott sei Dank habe ich von der ersten Tag allweils 3 Übersetzungen von der Plattdeutschen Bibel. So fertig, dass wir können von der ersten Tag noch andere Übersetzungen checken. Ein guter Freund von mir sind an das übersetzt, oder an das, was ich gelesen habe, das ist die Königsbibel. Sie haben bloß das Neue Testament übersetzt, die sind so am Arbeit im Alten Testament. Weil ich war hier ein paar Wort, ich habe mit Fleet diese Übersetzung gelesen, nicht, dass diese schlecht ist, aber das ist ein klein bisschen leichter zu lesen, das ist die gewöhnliche, was ich auch immer mit habe. Aber in der Königsbibel sind einzelne Wörter ein klein bisschen ein für ein übersetzt. Und hier ist ein besonderes Wort. Dort sage ich, aber der Mensch lebt von jeder Wort, dort von Gott sein Müll geht. Und hier sage ich dort, dass Gott gerät haft. Weißt du, was der Unterschied ist von gerät haft und was noch einmal geht? Wenn Gott bloß gerät haft, dann haft er dort, ihr schau mal hier, dort wird uns gehabt und sagt. Aber hier, die wörtliche Übersetzung sagt nicht, was ihr schon mal gerät haft. Die Übersetzung sagt, was Gott sein Müll geht. Und was bedeutet das? Das ist jeder Tag. Wir haben nicht einen stammen Gott. Wir haben einen lebenden Gott, der redet. Und wir haben einen Gott, der zu Samuel redet, der zu Moses redet, der für David redet, für Salomo redet, der für Paulus redet, der für Petrus redet und der für die und für mich redet. Wenn du als ein Wort, das aus sein Mühl geht. Und dort hat nicht abgehört mit Gone, dort geht noch immer. Gott sein Wort ist ewig. Seine Wörter haben Leben und seine Wörter sind für immer durch. Und dort Wort, wenn wir dort Wort aus sein Mühl geht, das Wort hier, das Wort, dort ist das Wort für alle Bildschüler, was wir hier haben, was 4 Monate mit Abraham, das ist ein schöner Klaus, nehmen wir Rema. Was bedeutet Rema? Rema ist ein griechisches Wort, und wir haben in Griechisch mehrere Wörter für das Wort. Eins ist Logos. Was ist Logos? Logos ist ein Wort, ich habe Graphe, sorry. Ich habe Graphe. Graphe ist das. Habe ich mal eine Grafika in Santa Cruz gesehen? Eine Grafika, das kommt von dort. Graphe ist auf Griechisch, wird auf Schwarz. Hier ist witte Blätter, schwarze Lettern. Das ist eine Graphe, das wird geschrieben. Aber wenn du die im Blatt nimmst, ist es ein wenn du klar das, aber was Graphe bedeutet, das ist einfach bloß geschrieben. So, wenn du das geschriebene Wort, du bloß für die hast, haftet eine extra Kraft? Nee, das ist bloß ein Blatt Papier, wo ein paar Wörter abgeschrieben hat. Sind das wunderbare Wörter? Wunderbare. Aber das sind einfach Wörter, die auf dem Blatt Papier abgeschrieben sind. Dann habe ich ein anderes Wort in Griechisch, das nennt sich Logos. Logos ist das Wort, was Gott sein Wort ist. So, all diese Sachen, das heißt, ich bete, was wir hier haben, das sind alles Gott seine Wörter. Aber dann habe ich ein drittes griechisches Wort für Wort.
So einmal habe ich eine Sprache, Maya wird. Das ist ein bisschen das Chile, applaudit. Für Chile habe ich andere David, Chile, verstehe ich, du hast ein Teil wird. Und so hat er ab Griechisch für das Wort mir wird. Und dort reden, das Wichtigste von dir für uns, dort ist das Wort Rema. Und was bedeutet Rema? Rema ist ein persönliches Wort von Gott für mich. Verstehe ich? Das ist ein persönliches Wort, was Gott für mich hat, für eine bestimmte Situation. Das ist, was das meine. So, das Wort zu lesen, jeder Tag, wunderbar, dauert hier nicht ab. Aber bloß das aus dem Geschichtebuch zu lesen, das wird vielleicht gut für die dann, nicht weil ich nicht mutlos merke. Aber ich möchte die sehr mutlos merken, lese das nicht bloß aus dem Logos, bloß aus dem scheinen Wort Gottes. Lese das Buch aus dass du die ganze Zeit sagst, Gott, was hast du mir für meine Situation von dir zu sein? Kannst du den Unterschied verstehen? Wenn du all meine griechischen Wörter nicht verstanden hast, das Ganze dort, dann nimm bloß das eine mit. Lies das nicht bloß aus dem Geschichtebuch. Lies das Buch aus einem Wort, was Gott für mich persönlich von dir zu sein hat, für dort, was ich nie kriege, und weißt du was? Gott hat für jede Situation, für jeden Moment, für jeder schwere Leben, für alles ein Wort für dich und ein Wort für mich. Gott redet zu uns. Wow, unsere Kinder sind aber mutig von dir. Ich glaube, hier war das nochmal der mutige Worte. Halleluja. So, Gott hat ein Wort für dich. Er redet zu dir. Gott ist ein Gott, der immer geredet hat. Wenn wir über die Bibel checken, von Anfang an, und Gott sagt, und dann wird die Welt geschaffen. Und dann redet er zu Moses, zu Aaron, zu Abraham, zu Samuel, Luther zu den Königs und zu all den Rechten und all den Propheten. Gott redet und redet und redet. Und dann kommen wir in Neuen Testament, und dann ist Johannes der Däufer. Und was hat Gott noch einmal? Er redet. Und dann haben wir die Neuen Testamentlichen Lehrer und Propheten und Pastoren, was wir du haben, was der Beker schrieb. Und was hat Gott? Er redet. Und was hat er von der Autorität? Er redet. Und er will nicht bloß zu uns reden, sondern er will zu jeder einen von uns persönliche Sache sein. Kostet dort am Ende zu sein. Gott redet zu uns. Und er redet nicht bloß ein Tag, sondern so ist das in Matthäus 4, Vers 4 sagt, er redet die ganze Zeit. Du hast ein Wort, das aus seinem Mühl geht. Du und ich, wir brauchen Brot. Wir brauchen Eten. Wenn wir nicht gegessen haben, dann gnarrt das Gebot und dann hungert uns. Und gerade so brauchen wir ernährt worden von Gott ständig. Die ganze Zeit. Wir brauchen seine Ernährung. Und da können wir durchfinden, wo wir nur seine Stimme hören. Nur seine Stimme hören. Dort würde nicht keine Klasse sein, wo wir nicht können ein paar Jahre haben. Weil ich will einfach von dir kalt sein. Nur seine Stimme hören. Wenn du dort noch nicht kannst, dann fang hier an. Das ist das schönste Steht, nur seine Stimme zu hören. Dann merkst du sein Wort ab und lesen auf einmal, was das abdachen. Dann wurde die Wert abgehen für dich. Fang hier an. Und du wirst anfangen zu sein, wo das Buch von bloß wird ab schwarze Wert sind, ab einmal wird worden sein. Wo in dein Hort geraubt geschrieben worden. Wo du wirst Sachen für dein Hort annehmen. Aber du kannst auch im Gebet mit Gott vertalen. Und was erst, wenn wir mit einer Person spazieren? Geht ihr das schon mit irgendwem Terrorei, trinken da bloß heiratet? Oder wusst du auch bei Angleichen nach ein Tour noch zu kriegen, dass du nach Christine Hort mitteilen? So auch erst unsere Spazieren mit Gott. Wir können haben, sei alles, was wir wollen. Aber krieg so, wie uns Gott ausscheren. Ich habe uns Gott auch aufmerken, sei Gott, und es steht dort, ich hier bloß alle Hunde lange wird sei in mein Gebet, hab mein Gebet von dir, erst mein Hort ist ein Sponge. Und ich will dort nehmen, was du für mich hast. Und er wird dir anfangen, Gedanken zu geben. Er wird dir anfangen, wird vielleicht im Hort zu geben, in die Gedanken, in die Gefühle
Durch ein Leid, durch verschiedene Wege, durch einen Freund, wat hij die op einmal weergeven, die was op einmal seine, wow, Gott hat mir geredet. Ich weiß nicht, was ich soll tun mit dieser eine Situation. Und Gott hat mir gesagt und hat mir gelehrt. Und er hat mir gewesen. So das ist einfach ein Ding, was du lernen kannst. Fang klein an. Bleib nicht gut, dass du alles musst verstehen. Fang an, auf die kleinen Sachen von Gott zu horchen. Und tu je horchen. Wenn es dort erst der Schlüssel, dass du kannst wieder Gott seine Stimme kennenlernen. Wenn du diese kleinen Dinge nur horchen, in je horchen das, dann offenbart Gott sich und er will zu dir und mir reden. 1. Petrus 2, Vers 2 sagt, dort wie es niegeborene Kinder sind. Und dort ans normal, aber niegeborene Babys sagt dort. Und dort ans normal hungern, und dort wie schreien normal. Wenn du und den Tag, wo wir uns bekehren, ich weiß nicht, hast du Jesus Christus Chance, dass die in Herrn und Heiland, wenn du dort nicht ist, dann nimm ihn an, wenn es heißt, gestorben, abgestorben für dich. Aber diesen Tag, wo du am annehmen das, wo du am anerkennen das, aus deinen Herrn und Heiland, diesen Tag, wo du vom Nien geboren, durch den Heiligen Jesus, er hat dir die Macht, sein Kind zu werden. Aber den Tag, so ist der 1. Petrus 2, Vers 2 sagt, bist du ein niegeborenes Kind und du schreist normal. Wirst du ein niegeborenes Baby bleiben, was normal schreit? Nee, wir alle wollen abwassen. Wir alle wollen wassen, wir wollen groot worden. Een kind dat heeft het uit zich vanzelf bijna, dat kind dat wel wassen, dat wel groot worden. En doordat zegt God, wo wir kunnen zijn zeens worden en wo wir kunnen abwassen. In Römer 8, Vers 14. Wils alle, die von Gott zijn Jezus geleid worden, zijn God zijn zeens. Hier sagt dort Gott seine Kinder. Dort sagt dort Sehens, das sind beides einzige Übersetzungen, reden von Kinder, einzige von Sehens. Aber hier wie dort ist auch nicht mehr ein Baby. Dort ist auch ein Kind, das abwassen wird. Was bedeutet das? Die wird von Gott sein Jesus gelehrt worden. Dort sind Gott seine Sehens in der Echte. Was bedeutet das? Wenn du und ich wollen abwassen glauben, dann muss wir von Gott sein Jesus gelehrt worden. Und wo können wir das? Wir können horchen, was er sagt, und das tun. Und dann wird er uns leiden. Und weißt du was? Wir würden hier, wenn wir nu aufmerken für Zeugnisse, können eine lange Zeugnis dann haben, wo Gott die und mir gelehrt hat. Wo er uns nur andere Länder gelehrt hat. Wo er uns gelehrt hat, vielleicht neue Städte vor du haben, und wir weiter nicht ganz genau, wenn wir durchfahren. Wo wir vielleicht ein Tag gelehrt worden, wie viele, dort ich soll in der Stadt diesen schmacken, glicken Highway fahren, ich soll vielleicht ein bisschen Kroselchen, Stückchen weich fahren. Ich denke Gott, wen wo diesen Kroselchen, Stückchen weich, wenn du ein schmacker, glicker Hüchweich hast. Dann wird wie ich lehre, nicht mehr mit Gott zu streiten, nicht dass ich einmal mit Gott gleich zu streiten. Ich habe hier ein paar Mal erkannt und noch einmal gleich ich bei Gott noch einmal zu sagen, nee, ich will diesen Glicken weich fahren. Und er sagt, aber check, hier ist ein krummer Stücker weich, weißt du nicht den von dir fahren? Und wenn wir können anfangen abzugeben, Gott gehorchen, und sagen, ja Gott, ich horch und ich gehorch, was du mir nicht sagst, dann wollen wir an, was du hingewiesen für uns reit hast. Viele Mal, wo wir Personen treffen, wenn wir Gott horchen, wenn wir in der Bank vor uns alle, wo wir alle zu Frühstück merken, dass wir alle ans Brot dich doppelt ernähren von dir. Und du denkst, wenn weil ich so viel Brot im Freezer habe, aber du fühlst von Gott, nee, dein Brot dich Rezept doppelt ernähren von dir. Und so redet Gott die ganze Zeit zu uns. Und wenn du diesen Brot dich dann doppelt ernähren das, dann ab Mittag warst du vielleicht an, wenn das Brot ist gebacken ist, du isst einer, vielleicht ein Ober, du hast vielleicht eine arme Person, die das eine Bildchen Brot fehlt. Wenn du Gott gehorcht hast, kann er die leiden. So, wenn wir von Gott gelehrt wurden, dass wir seine Stimme hören in gehorchen, dann lehrt er uns, und das ist ein wunderschöner Weg. Ich kann mir denken, wo ich vor Jahren, so eine Geschichte, die ich hier mehrmals verteilt habe,
waar ik voor jaren naar de Paraguayse grens plus voor dat een paar lied door plus handbrengen dat bij de grens. En David heeft wordt van door afvallen, zo we waren spreid den klokken 10 de lied door afloaden en hij wordt van door met ons in huis nemen. En als ik toen met deze lied bij de laatste kolonie voorbij voor Novo Villamontes, dan voelde ik ze een magneet. Ik zal in deze kolonie nennen voor. En ik voelde een lui waar wat bijzonder voor deze kolonie. En ik voerde bloos voorbij, want ik had je mijn jas met. En ik zal je die een klokken toe gaan, dus ik voerde voorbij. En dat werd niet meer weit af bij de grens. En ik leidde door de grens, gaf David heeft een abrazo, draait om. En voerde terug en weer om je beden. En ik kon me krijg denken, waar ik zei, God, zal ik je werkelijk nennen voor? En ik voelde vrede met de entscheiding. En ik dacht, ik wil het al niet zijn, want ik moet van God zijn woord vertalen. Zo, dat we sowieso met zijn woord overeen. Zo, ik draai in een kolonie nennen. En ik vraag God, so, wanneer du mij dan al zegt dat ik je nennen voor zal, op welk half zal ik dan nu voeren? En ik kreeg in je veel eerste half en de rechte zien. En ik zei, God, wat? Eerste half van de rechte zien, dat is veel te einfach. Dus dat moet mensen de derde half op de linker zien zetten. Niet de eerste op de rechte. Dus dat je, wat, kan dat niet de tweede of vijfde, niet plus de eerste op de rechte zien. Dus dat zal een andere nummer zijn, compliceerder. En ik voer voorbij. En zoveel meinte ik voorbij bij de eerste half van de rechte zien, voer, put dat mijn hart dalen. Ik krijg niet vrede. So, ik muss erkennen, Gott, ja, ich weiß, ich merke die Sache einmal kompliziert für dich. Ich sehe noch nicht ganz alles, dass ich immer horch, in je horch. So, ich muss überrascht werden, muss backen, vor auf der ersten Half, auf der rechten Seite. Du kommst kurz ein paar Schafgelied, rüt, und wir können spazieren, von Gott sein Wort reden, über die Bibel reden, können uns Vrouw verabschieden. Ik had deze lied laten niemand meer zijn. Ik weet niet wer dat zijn. Maar we hebben een wunderbare gemeenschap en ik kon mitteilen van God zijn woord. Einmal is dat einfach als doen ik leven. Dat is einfach hartje en hartje en verzekeren. Want dan dit mal niet geglekt heb, dan word ik nächstes mal ware hartje. En zo staat wat ik me leren, God zijn stem te horen. Ook Jezus hat een levensstil, Jezus hat een levensweg, wo hij immer naar God zijn stem hartje. Jezus wie een persoon, hij hartje ständig, wo God hem en hij hartje doen. Wie zijn we Jezus vele nachten op een berg verbracht heeft, omdat hij wordt Marius een entscheidung treffen kunnen. Wat weer het? Dat we op een berg naar gaan en hartje voeren. Wat hast du van nächstens Mars rijden? Ook zo kunnen du en ik apart gaan, de deur sluiten, en barsten gaan, apart gaan en zeggen, God, wat hast du voor mij? Dus een profetische tekst in Jesaja 50, wat van dit redet, wo Jezus zijn levensstil weer. Jesaja 50, zegt es dit, vers 4 bis 7. God, de Heer geeft mij aan wat ik zeggen zal. Zo we allemaal staan blijven. God, de Heer geeft mij aan wat ik zeggen zal. Dit is een tekst wat al im Alten Testament geschreven is, maar dat is een profetische tekst wat al en vooruit over Jezus geschreven wordt. Zo wat zegt Jezus? God geeft hem aan wat hij geven zal. Zo God deed dat ook met die. Hij wordt die weergeven wat du zeggen zult. Kost je amen dat zeggen. God geeft die weer aan wat du zeggen zult. Dan zegt het zo weer, zodat die mij zijn, geholpen zijn. God heeft weer voor die in dien hart binnen. Dat u de meiden, de tweeën, de verbruikte mensen kost weergeven wat geholpen zijn. Dan sagst du vielleicht zu mir über, hey, meine Gabe ist nicht das Pastorale, dass ich Menschen helfen, dass ich immer die gute Wirt habe. Weet je wat? Du hast aber den Heiligen Geist und der hat die Wirt. So, wenn du am Latz einfach bloß schäle, dann hast du die Wirt all in die. Wenn es auf die dort an, wo du zu sagen hast, die verbrühten Worte zu heilen. Hij wekt mij alle morgen op.
en spetst mijn oor, dat ik horch, als bij een unerrecht. Wo wunderschön ist das, dass Gott uns abweichen hat. Hast du dort einmal erfahren, dass du danach, wenn abweichen ist und du nicht verstehst, warum? Hat irgendwer dort einmal erfahren? Dass sich dort besonders spät, dass du danach abgeweicht bist und dass du vielleicht ein Sänger feilen ist, dass du das für was beten? Weißt du was? Das ist wahrscheinlich das. Er weicht mich ab, dass ich kann dort tun, was er zu sagen. Er spitzt die Ohren. Für viele Personen redet Gott danach. Viele Personen haben vielleicht einen Traum und du weichst ab und du fällst in eine Neidigkeit zu beten. Dann bete. Dann fang an zu beten. Bete, was du anschlappst. Du brauchst da nicht sagen, oh, nicht mal ich abhause, ich mag nicht eine ganze Stunde beten, dass ich nicht wo anschlappe. No, er hat die abgeweicht, fang an zu beten. Wenn du nur 5 Minuten einschlafen bist, dann ist es bloß ein Moment gewesen, wo Gott deine Ohren abgespetzt hat. Wo er die Horche mehr gehabt. Und dann sage ich Vers 5 so, Gott der Herr hat mir Ohren gegeben, dass ich sie nicht ungehorsam und go nicht träge. Interessanterweise, dass Gott uns nicht bloß sagt, horch nur mein Wort, sondern er sagt, sie nicht ungehorsam. Oder sie gehorsam, bitte, anders gesagt. Wenn er zu uns redet, weil er dort wieder auch tun. Wenn es Wort haupt, scheinen wir hier und den ich falle, dann bleibe der ladig. So Jesus ist gehorsam. Dann sage ich Vers 6. Ich juif meinen regen Hand zum Verwippen en meine Backen nur die mir den Bord uitreiten. Ich verstürk meine Sache nicht für die, wat wie mich verspotten und verspähen. Aber Gott, Vers 7, aber Gott, der Herr, halt mich, und doorheen bruk ich mich nicht schämen. Ich stelle meine Sache an, als wenn dort ein Vierstein wäre, und weit, dass ich nicht war, zu schon gemerkt worden. Ich will die Platz und wie sie sagen, sie kennen die Kinder all sagen können, oder dass sie sich reinmerken, dass die Kuh kennen. Ich will noch ein paar Wörter sagen, aber wir sind meist betten eng angetroffen, angekommen von dieser Botschaft. Und dann waren wir nach der Chas hier haben. Du sind moutmerkende Wörter, was Jesus kreiert hat von Gott. Du sind moutmerkende Wörter, was er dir auf den Hort gesagt hat. Nummer 1. Nummer 2. Jesus wird persönlich gelehrt. Und er will die und mich auch persönlich lehren. Nummer 3. Er raubt zu Gehorsam. Und weet je wat? Das ist das letzte 2 Vers. Der redet von was sehr Besonderes. Der sagt so, ich juif meine regen Hand und verwippen und meine Backen nur die mir den Bord uitreiten. Ich verstürk meine Sache nicht für die, was mich verspotten und verspähen. Weet je was? Gott gibt eine übernatürliche Kraft. So, ich kann das noch ein bisschen still sein, ja? Kann ich noch fairer kommen? Gott gibt eine übernatürliche Kraft, dort wir können vastblijven, dort wir können bleiben beim Gehorchen. Und weet je wat? Der letzte Vers sagt, aber Gott, der Herr, halt mich, und doorheen brauche ich mich nicht schämen. Ich stelle meine Sache an, als wenn dort ein Vierstein wäre, und weit, dass ich nicht Worte schon gemerkt worden. Weet je wat? Gott gibt dir und mir Entschlossenheit. Er gibt uns Entschlossenheit. Er gibt uns übernatürliche Kraft, Nummer 4. Und Nummer 5, er gibt uns Entschlossenheit. Wenn wir sein Wort hören und wir gehorsam sind, dann können wir entschlossen bleiben. Dann gehen wir nicht ab Wale, Hahnen trägt und weiter nicht in Lotte uns von den Wind, Hahnen herpüsten. Sondern wenn wir Gott sein Wort hören, dann haben wir einen festen Weg, wo wir gehen beständig. Meine Frau und die ist, hast du Gott seine Stimme all gehört?
Maar een klein beetje wachten dat de kinderen aankomen. Kennen wat adultos kunnen, de kinderen roepen, de kunnen hier aankomen, maar niet spelen kunnen. Aldrig jet al. Zo, de bruikt niet een andere kunnen. De willen hier ook niet zum spelen kunnen, sondern zum de kaas checken. Zo, we worden de al aan aankrijgen. Wenn viele mensen nog niemals op het kaas gewassen, dan worden van jou het eerste mal. En ik mag zeggen, de Jugendlichen, viele nutzen dat uit, als ik zeg, de Plotsenvisa zullen nog heen gaan. Je zijn niet de Plotsenvisa, je kan het nog verder komen. Passen. Passen, die wordt gaan daar. Dat lenkt einfach auf, wanneer we dan alle uit kunnen. We kunnen nog een paar minuten langer afhalen om bij te gaan. Gracias. Zie, ik meen dat Jugend. Jugend, ik meen dat. Krijg je wat je nog mee checken. Ik had gezegd, de Plotsenvisa zullen gaan, niet de Jugendlichen. Sorry, dat ik maar een beetje streng zijn, maar dat is einfach aflenken, wanneer we in de verzameling op einmal alle uitkomen. Ja, de half, niet de halve, maar ziemlich veel mensen uitkomen. So, we hebben de Rue hier behouden. We zijn nog aan de boodschap. We hebben einmal ruhig blijven. We zijn nog niet ganz te eng. So, wat zijn onze 5 Weerden? We gaan moed merken de Weerden, wat God ons gegeven heeft. We moeten die schier van hem. We worden persoonlijk geleid, nummer 2. Nummer 3, we worden gehoorzaam zijn. Nummer 4, we worden even natuurlijke kracht krijgen. Ten dort waar stonen wat we zullen. En we worden een entschlossenheid krijgen, dat we worden beständig op weg blijven, nummer 5. Want we nu zien woord hartje. Mijn vrouw van jou is en die hast du Gott zijn woord al gehoord. Jeder einer, wer hier ein Kind Gottes ist, der hat. Wenn es ein Tag hat Jesus an den Hort geputtert, wenn du hast gesagt, ich merke mir der op, nur die Haar, komm in mich an, wohn du in mir. So, wenn du das getan hast, dass du den Hort opgemerkt hast, komm du in mich an, wohn du in mir. Das bedeutet, dann bist du op für Gott seine Stimme und du hörst seine Stimme. So, ich möchte die von dir Mut merken. Horch op Gott seine Stimme. Fang dit an te üben, te praktizieren, jeder Tag. Leef täglich mit dit. Du kommst eine früh mal ans Besuchen von einem anderen Land, ich will nicht sagen von wo und wer das wir, um nicht Ardol zu ranen. Aber als diese Gruppe noch ans Besuchen kommt, dann hat die Gruppe leider gesagt, die sollen alle ein Zeugnis haben, was Gott in dein Leben getan hat. Und weißt du, was das erste diese Früh beifallen wird? Sie hat sich für 40 Jahre bekehrt und das wird das einzige Zeugnis, was sie in ihr Leben hat. Das ist nicht ein Leben geführt vom Herrn Jesus. Wenn du und ich ein Leben geführt vom Herrn Jesus haben, dann haben wir jeder Weg, jeder Tag, jeder Stunde ein Zeugnis, was wir vertalen können, was er uns geführt hat. Kann ich mich verstehen, was ich meine? Diese Früh, als sie antwortet, dass er Zeugnis 40 Jahre alt wird, sie dreht Buße und sie dreht um und sie sagt, Gott, ich will nicht mehr so leben. Dass ich eine Geschichte mag vertalen, wo Gott du wirst, für 40 Jahre. Sondern ich will eine Geschichte haben, wo du von dir in mein Leben ist. Und weißt du was? Sie können das erfahren. Das braucht op. Dat sie können sich opmerken und das kriegen, was Gott für er hat. Und so hat Gott für die und für mich auch Sachen jeder Tag. Kannst du Amen dazu sagen? Halleluja. Halleluja. So, wir wollen even naar de Chas. Wir haben hier ein Teil Leben binnen, ein Teil Vrede. Und ich will Jake vragen dat hij hier naar verder komt en dat hij dat hier wieder übernehmen wird von nu an.